podstate od dieťaťa si spomínam na tie filmy, ktoré sa v spojitosti s Janošíkom púšťali. No a od malička vlastne som inklinoval k spravodlivosti, k čestnosti a tak ďalej. Pre mňa Janošík ako slovenský hrdina sa stal jednoznačne tým, ktorý bol na prvom mieste a to ma vlastne inšpirovalo k tomuto, čo vlastne teraz robím. Tak ja som počas svojho fungovania ako Janošík a fujarista zároveň prešiel viacerými miestami, ale vždy mi išlo o jedno, aby to miesto bolo také dôstojné pre propagáciu či už hudby alebo kroja. Ako aj teraz vidno vlastne historické dvere za mnou a okolie. V blízkosti sa nachádza vlastne zeleň, stromy sú tu. So haben sich damals die Hürden, die alte Pracht von damals in der Slowakei, nicht wirklich in Bratislava bitte, aber in den anderen Teilen der Slowakei, und das Instrument, was er spielt, kennen Sie das? Das heißt Fujara und ist etwas waschechtes Slowakisches. Verwandt mit dem Didgeridoo, denke ich mal, ne? Wie bitte? Verwandt mit dem Didgeridoo. Könnte sein, ja, genau ein bisschen. Und die typischen Schuhe so. Ďakujeme. To bolo ešte vlastne v minulom storočí, keď boli väčšina teda maďarsky hovoriacich ľudí, ktorí tu žili a vlastne boli snahy, aby aj táto časť Slovenska hovorila po slovensky, tak vlastne boli vybudované nejaké byty a vlastne nasťahovali sa sem ľudia z ostatných častí Slovenska, z stredného, severného, ale aj z východu. Tak Bratislava si myslím tým, že je taká multikultúrna, nakoľko sú tu zastúpené v podstate všetky časti Slovenska, tak prijímajú tento môj nápad, ja si myslím veľmi pozitívne. Tešia sa tomu, že je tu aspoň niečo konkrétne slovenské. Und hier gibt es einen Mann, der ist angezogen wie ein typischer slowakischer Hirtenjunge, weil die Slowakei ist ja Bergland, war damals Land der Kartoffeln und Schafe und praktisch aus dem Schaf und aus Leinen hatte man die ganze Kleidung gehabt. Solche Wollhose haben auch bitte die Soldaten vor dem Präsidentenpalast gehabt, aber man sagt, dass dicke Wolle schützt im Winter, aber auch vor der Wärme. Vielleicht kann er es bestätigen, weiß ich nicht. Jemand hier kommt, ich noch Na, er sagt, es hat er nicht heiß. Naja, muss er bestätigen, meine Theorie. Und schauen Sie sich auch diese Lederschuhe, die er anhat. Aber das, was er in der Hand hält, dieses Instrument, das ist auch auf der UNESCO-Liste. Es ist typisch für die Slowakei, heißt Fujara. Es ist ein Typ von einer Bockflöte aus Holunderholz gemacht, ne? Und es klingt fast wie ein Didgeridoo. Ja? Und deswegen bitte ich ihn, dass er für uns einen kleinen Stück dann spielt. Nehovorím samozrejme teraz o sochách typu Hviezdoslav, Milan Rastislav Štefánik a podobne. Skôr o tu na turisticky slúžiacich sochách typu Napoleonský vojak, Čumil, Paparazzi. Ja si myslím, že veľmi málo a tak niektorí skôr sú takou negatívnou spomienkou na zašlú minulosť a históriu v spojitosti s Bratislavou. A skôr by som tu uvítal niečo naozaj naše, slovenské, ktoré by propagovalo nás Slovákov, či už pred rodákmi, ktorí sem prídu na krátko do Bratislavy, taktiež pre absolútne ľudí, ktorí tomu nerozumejú. Und es hat 3 Öffnungen, ein hoher Ton. Môžete skúsiť. Krátko.
Kutsche für die Schafe, aber eine Pistole gegen den Räuber. Nämlich die Hirte haben sie an der Alm nämlich einen Saiten gegeben mit so einem Musikinstrument. Die Männer waren dort ohne Frauen, so war ihnen sehr traurig, deshalb diese traurigen Lieder. Wenn Sie meinen, dass Sie möchten mir etwas hereingeben, Sie haben die Möglichkeit, darf ich Sie bitten, wir kommen durch diese schmale Gasse hier. Neviem, Janošíka by tu asi ako takého neumiestnili. Nemyslím si, že by niekto z mesta bol taký iniciatívny. Ale tak možno raz, nechám sa milo prekvapiť, že možno na mieste, kde som hrával, že umiestnia nejakého takého Janošíka ako spomienku na možno fujaristu, ktorým tu hral dlhé roky a pútal pozornosť zahraničných hostí, pretože naozaj ako je to projekt, ktorý sa tu realizuje bez ohľadu na to, kto je pri moci, aké ročné obdobie a podobne. Dieser Mann hat hier slowakische, auch jeder Teil der Slowakei hat andere Volkstrag. Aber was typisch für Slowakei ist, ist so ein Instrument, es ist nirgendwo anders auf der Welt, nur in der Slowakei, es heißt Fujara. Es ist aus Holz gemacht und er sieht ähnlich wie Didgeridoo aus Australien, aber es ist ganz anders. Es ist wie lange Flöte. Es hat 3 Löcher hier unten, wie Sie sehen können. Und viele Menschen spielen das und herstellen diese Instrumente. Es ist geschrieben in dieser Weltkulturerbe, UNESCO kennen Sie diese Weltkulturerbe, in dieser Liste der Sachen, die für einzige Länder typisch sind. Also es heißt Fujara, F-U-I-A-R-A, Fujara. Und das ist, hier, dieser Mann ist auch bekleidet, wie wir haben in der Slowakei in Geschichte so Nationalheld, heißt Janošík. Das ist etwas wie Robin Hood, ähnliche Geschichte. Das war auch ein Räuber, aber er hat sehr breiten Gürtel gehabt. Auch heute in vielen Volkstrachten haben die Männer solche breite Gürtel. Und die Legende sagt, dass es ein Wundergürtel war, das ihn geschützt hat. Und er hat auch sehr schnell gelaufen, also keiner konnte ihn sozusagen, also, aber eine Frau hat ihn verraten, die hat trockene Erbsen unter seine Füße geworfen und er konnte dann nicht laufen, also er ist gefallen und die haben ihn dann gefangen und er wurde zum Tod hingerichtet. Also das war, aber natürlich die Legenden, das ist alles, vielleicht war die Geschichte anders, aber die Menschen wollen so etwas wie positive Vorbilder haben und